Servus miteinander, willkommen zurück bei mir im Bayerischen Outback. Heute gibt es mal wieder ein Zwellenvideo und zwar ein Hit-X-Video, die Delta. Das ist ein ganz spannendes Teil, weil es ein richtig wildes, massives Ding ist. Schaut euch das mal an hier. Richtig wild, komme ich aber gleich dazu. Also, die Delta gibt es natürlich wieder mit 300 Schuss, mit 2 Gummis, mit Werkzeug, mit einem kleinen Manual, das immer dabei ist für die, die ganz frisch anfangen. Und dann gibt es das austauschbar mit Rändelschrauben und diesmal auch mit Rändelschrauben, die relativ groß sind, wo man auch einen vernünftigen Drehmoment zusammenbringt, wenn man den Gummi einklemmt. Die Hit-X Delta. Ein klasse Teil. Da Werkzeug und eine wunderschöne Aufbewahrungstasche. Ja, ein bisschen was über diese neue Schleuder, über die neue Delta. Das ist so ein Mischling aus der hier, das war die Gamma. Und das ist natürlich, ihr kennt sie ja, meine Lieblingsschleuder, die Super Grip. Hier mit einem starken roten Gummi, der ein bisschen mehr Power in die ganze Sache reinbringt. Zu der hier, zu dieser massiven Brutalo-Schleuder, gab es schon mal ein Video, verlinke ich euch da oben, wie man mit richtigen Kieselsteinen schießt, so dass man auch mit jedem Stein, egal welcher Form das er hat, treffen kann. Das ist so das Mittelding aus diesen beiden. Hier mit diesem Hammer Grip, Pinch Grip, ihr wisst ja, mir ist das ja ziemlich wurscht, wie das heißt. Hauptsache es ist cool. Aber das ist hier so mein Favorit vom Festhalten her. Da kommt von der Super Grip. Interessant ist hierbei, die ist da so breit. Also bei der hier für Anfänger war es ja noch gefährlich, dass wenn man die hält, dass man, wenn man den Finger blöd hält, dass man sich dann auf seinen Zeigefinger oder Daumen schießen kann. Das geht bei der hier nicht mehr so leicht. Auch bei großen Händen. Also ich habe relativ große Hände, ihr seht es hier mal als Vergleich zu diesem Ding. Und ich schaffe es nicht, egal wie ich mir Mühe gebe, dass der Finger in die Flugbahn kommt. Das ist spannend. Das nächste spannende Teil ist, wir haben hier wieder diese Clips, die man drehen kann. Gibt es natürlich nachher gleich in der Nahaufnahme. Das heißt, man kann through the fork und over the top schießen. Ich schieße nur over the top. Through the fork habe ich einfach noch nie damit angefangen, habe mich noch nie irgendwie so richtig da gebissen, das Thema through the fork zu schießen. Ich treffe relativ gut, wenn ich over the top schieße. Also da den Gummi, das andere ist den Gummi hier an den Seiten anspannen. Es ist für jedes ein Gummi dabei, weil over the top und through the fork Gummis ein bisschen anders gewickelt sind. Das heißt, diese Knubbeln, die sind an anderen Stellen. Bei der Through the Fork, also das ist der Over the Top Gummi, da ist er so gewickelt, dass sich die, soll ich das jetzt sagen, dass sich die Seiten nicht anschauen. Also wenn ich den so nehme und lege ihn so drauf, falsch rum, so, Gummi knubbeln immer nach außen, egal bei welchem Through the Fork oder Over the Top. So, und ich lege den auf die Finger, dann habe ich die 2 Seiten vom Gummi oben. Und beim Through the Fork, wenn ich den so nehme die Knubbel nach außen, dann habe ich die 2 Seiten vom Gummi, ihr seht es hier, links und rechts. Nicht so wichtig, gab es auch mal ein Video, verlinke ich euch da oben. Wichtig ist nur, für die Profis, für die Anfänger ist es auch eigentlich völlig egal, welchen Gummi ihr nehmt. Aber wenn schon Over the Top und Through the Fork ist, dann nehmen wir natürlich den Over the Top Gummi. So, den spannen wir jetzt da schnell ein. Und währenddessen erzähle ich euch noch ein bisschen was über die Schleuder. Also, die schaut natürlich von euch weg. Logo zu euch. So habt ihr es in die Hand, so legt es das drüber, so zieht es nach außen, Knubbel nach außen und dann könnt ihr sie hier einklemmen. Jetzt müssen wir es praktisch nur noch festschrauben. Ich mag einfach diese Rändelschrauben nicht so gerne wie die Inbusschrauben. Kleiner Teaser für euch. Es wird noch eine sehr, sehr spannende Schleuder von Hit-X in den nächsten Monaten geben. Lasst euch überraschen, das wird nämlich mal so ein richtig cooles Ding. So, das ist jetzt der leichte Gummi, das ist jetzt der 0,65. Mit dem schieße ich eigentlich am präzisesten sogar auf 21 Meter. Manche sagen immer auf 21 Meter, da kommt ja die Kugel gar nicht mehr an.
Ich weiß nicht, was ihr für einen Auszug habt, aber wenn ihr den Auszug habt, dann sind 21 Meter noch absolut Dinge kaputt machbar. Zeige ich euch nachher. Wir schießen dann da hinten, habe ich was vorbereitet, auf ein paar Christbaumkugeln. Nicht, weil ich jetzt unbedingt Weihnachtssachen kaputt machen will, sondern weil ich ein ganzes Packel mit alten roten Plastikkugeln habe. Und das gefällt mir natürlich nicht, weil ich finde, irgendwie so eine Kugel, die muss halt einfach richtig schön aus Glas sein. Immer außerhalb vom Gesicht erstmal ziehen, damit sich das nicht entlätschen reinhaut. Das wisst ihr ja. Gleich ein paar Probezüge, gleich ausprobieren. Ist der Gummi cool, knarzt da, macht irgendwelche Geräusche. Dann nochmal schauen, ob irgendwelche Löcher drin sind. Dann anlegen, zack, zielen, bam. Und ihr habt es gehört, das ist 18 Meter, das sind 21 Meter. Ich sage es jedes Mal dazu. Ich zeige es euch gleich, weil wir schießen dann da drüben auf die Kugeln. Und ihr scheppert es dann, damit ihr auch merkt, dass ich was getroffen habe. Okay, also die Hauptgeschichten habe ich euch schon erzählt. Das ist eine recht große Schleuder, also da werden auch die Leute mit richtig, ich habe nur große Hände, ich habe keine dicken Finger, aber die mit dicken Fingern, die werden da auch ganz gut damit zurechtkommen. Und ihr könnt damit mit richtigen schönen Steinen schießen, wem das Spaß macht. Wie gesagt, das Video ist verlinkt. So, jetzt zeige ich euch das mal schnell, habe ich noch eine zweite Kamera dabei, ja, das nehme ich jetzt mit dem Handy auf, damit ihr mal seht, wie das so von meiner Sicht hier so ausschaut. Ist vielleicht auch immer ganz interessant. So, also Kamera an. Das hier ist das 18 Meter Ziel. Schauen wir mal, wo man da hin zoomen kann. Eher nicht, da ist es. Da am Rand ist so eine kleine, so ein Brutkasten für Fledermäuse, falls sich jemand wundert, was das rote Ding ist, aber auf den schieße ich ja nicht. Und dann in eure Richtung. Da ist ein bisschen neblig gerade. Da ist der Christbaum, der steht auf 21 Meter, damit ihr das auch mal seht. Und hier, da wo bin ich, da ist die Kamera, mit der ich gefilmt werde. Jetzt heute mal mit dem iPhone. Ja, genau. Hat's aufgenommen? Ja. So. Hoffentlich passt es dann ein, nicht, dass das total furchtbar ausschaut. Und jetzt schieße ich da so an euch vorbei und knall mal ein paar von den Christbaumkugeln weg. Dann nehme ich aber jetzt Stahlkugeln her. Genau. Bin gleich wieder da. An euch vorbei. Über euch drüber ist gescheiter, glaube ich. Zabam. Ja, so macht es Spaß, wenn sich was rührt. Ja, so geht das. Noch einmal, weil es so schön ist. Also bei Stahlkugeln habe ich euch auch schon mal gesagt, nehmt richtige Kugeln, nicht dieses Billigzeug. Was so eine Presskugel ist. Weil wenn ihr nämlich so eine Presskugel hernehmt, die verrostet und reißelt sich auf und das ist dann, wenn die Tiere das fressen, nicht so gut. Und wenn ihr eine richtige Edelstahlkugel nehmt, dann kommt die genauso wieder raus, wie sie sie verschluckt haben. Gut, also, eine Aufnahme. Den Inhalt da, den räumen wir mal weg, aber nur, dass ihr heute auf das schöne Schachtel hier mal seht. Da, HitX Delta. Nehmen wir das mal raus hier. So. Zur Seite, das ist das schöne Teil. Mal im Vergleich zur anderen, das war die Gamma. Und das hier ist die Super Grip. Also ihr seht hier schon den Größenunterschied. Das ist schon ein Mordskaliber. Und die hier ist sogar noch ein bisschen größer, schaut zumindest hier so aus, also breiter von der Gabel ist sie. Und das ist hier so das richtige, ausgereifte Zwischending, was halt so an Hightech-Kombinationen dabei rausgekommen ist. Da guckt euch das an. Das sind die Clips, die man drehen kann. Hier mit den Inbusschrauben. Und dann gibt es hier noch richtig schöne Rändelschrauben dazu. Mit einem ziemlich großen Kopf, dass man die auch ziemlich schön greifen kann. Ja, nochmal alle im Vergleich. Wunderschönes, neues, robustes Teil. Ja, Spätzchen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist fürs Weihnachtsgeschenk leider schon wieder ein bisschen zu spät. Gell? Es gibt jetzt dann vielleicht
als Ostergeschenk. Ja, richtig cooles Teil, richtig massives Teil, richtig brutal. ABS-Kunststoff hält auch was aus. Viele Leute schreiben mir immer, ja, wie ist das mit Gabeltreffern? Leute, es ist keine Lüge. Ich habe noch nie in meinem Leben, nicht mal ganz am Anfang, habe ich einen Gabeltreffer gehabt. Einmal, da habe ich versucht, mit 2 Kugeln gleichzeitig zu schießen. Da habe ich mir dann gedacht, das wäre ein cooler Trickshot, wenn man 2 Kugeln übereinander nimmt und dann gleichzeitig 2 Sachen abschießt, und habe mir dann bei den ersten 3 Malen mit der unteren Kugel so dermaßen auf die Hand geschossen, dass ich für diesen Trickshot für euch keine Lust mehr hatte, und als Outtake hat es mir dann auch nicht getaugt. Ja, also, kauft's keinen Klump, das ist Korns. Da müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch, meine Freunde.